Wort. Merci, Madame Präsidentin. Neue Projektionen, die schon gesperrt gesehen, wird sich Bevölkerung zu Lützeburg an den nächsten 30 Jahren verdurbeln. So Projektionen sind natürlich mit Vorsicht zu genießen, aber sie weisen aber auch ganz klar eine Tendenz. Es braucht nicht unbedingt Angst zu haben für so eine Entwicklung. Es braucht noch nicht mit Überfremdungsängsten zu operieren. Ich meine, dass Lützeburg seine Fähigkeit bewiesen hat, für ausländische Mitbürger zu integrieren, schon seit 100 Jahren, Herr Gibert. Sie hat einen Beweis gestellt, auch weil alle Menschen am Land wissen, dass den Reichtum geschaffen wird durch die Arbeit von den Menschen, die hier wohnen, unabhängig vom Pass, den sie haben. Und noch Sécurité Sociale, ein weiteres Thema, den da keine Rede nur geschwert wird, basiert auf dem geschaffenen Reichtum. Wenn Kotisationen und die Reichtum angepasst gehen, dann gibt es aus sich kein Besoin für neue Wachstum zu schaffen, für die Prestationen von der Sécurité Sociale zu bezahlen. Das Argument, dass mehr Wachstum nötig wäre, für Sozialversicherung in Zukunft zu bezahlen, basiert am Fungel auf einem politischen Akkord, an das den, für das der Preis von der Arbeit, die Löhne, Sozialbeiträge, Steuern nicht dürfen par rapport zu den Profiten an die Lut gehen. Das ist ein Akkord, auf dem das beruht, und dann geht es hin, und finanziert den Sécurité Sociale durch den Unterschied, den er schafft, dadurch, dass er Jungsalarien erstellt, a grosser Zahl, die am Ausland ausgebildet gehen, die am Ausland wohnen, an auf der anderen Seite hört mir ein Kleinzahl von Rentner, denen die Renten damit können bezahlt gehen. Da das allerdings eine Rechnung, die kann nicht ewig abgehen. Es muss auch irgendwann umverteilt gehen. Es muss auch irgendwann die Reichtum, den an der Gesellschaft geschaffen wird, aufgeschöpft gehen. Bei denen, die für allem darunter verdient haben die letzte Zeit. Und das geschieht nicht ewig durch ein Aufziehen von den Arbeitskräften aus unseren nordischen Regionen. Wie ist es möglich, dass zu Lützeburg mehr immer am PIB ein paar Prozent über die anderen Länder leihen? Es kommt dadurch, dass wir uns in einer ständigen Kompetition befinden mit unseren nordischen Regionen, an alles wollen besser machen, wie als Noperen machen, wir wollen mehr kompetitiv sein, wir wollen mehr Wirtschaftswachstum haben, wir wollen mehr Entreprisen anziehen. Ich gestern hat den Herr Finanzminister gesagt, den AAA müsste nicht dadurch gehalten gehen, dass wir mehr Entreprisen anziehen, wie andere Länder das machen. Und ich meine, mit der Logik da, halten wir natürlich die Entwicklung umrollen. Ich habe hier gesagt, für ein Bevölkerungswachstum müssen wir nicht unbedingt Angst haben, wir müssen nicht Angst vor haben, zum Beispiel, wenn die Politik kapabel wäre, die Entwicklungen zu antizipieren und zu planen und auch nachhaltiger gerecht zu gestalten, für das auch Schiedverein etwas davon hat. Und sich die nötigen finanziellen Mittel geben, auch längerfristig bei der Steuern, bei der Sécurité Sociale, für das fertig zu bringen. Da kann ihn allerdings nicht, wie die Regierung das möchte, an die Regierung für drüben auch von Spurplänen schwätzen, aber da muss ich von Investitionsplänen schwätzen, und muss ich von Sozialplänen schwätzen. Und kann ich noch nicht hingehen, wie den Herr Gibert, der hier seine Interpellation gemäht hat, an dem er gesagt hat, man muss nicht nur mit Zinsen zurückbezahlen von der Prämie, man muss nur noch Kapital zurückbezahlen von den Prämien. Was natürlich, wenn ihr nicht gleichzeitig Steuern erhebt, dazu führt, dass an der Staatskasse Männer suchen sind, für eine Sozialpolitik zu machen, für eine Investitionspolitik zu machen, und so weiter. Herr Gibert, da könnt ihr nur gerne antworten. Ich habe erstens keine Konto, ich kann meine Zeit schlecht abschätzen, und ich habe 10 Minuten für heute zu schwätzen. Ich meine, dass wir leider nicht genug antizipiert tun, was auch geschieht. Wir haben nicht antizipiert am Wohnungsbau, wir haben nicht antizipiert am Verkehr, am Straßenverkehr, was aber alle die ganze Entwicklung da impliziert. Nur lang, viel zu lang geworden. Ich meine, dass sie sich trotzdem muss frohen auch stellen, was natürlich Grenzen von der Entwicklung angeht. Wir können nicht ewig forsen, ganz einfach, weil unser Territoire
begrenzt ist. Und es kennt den einmal auf einen Punkt, wo weiter das Wirtschaftswachstum am direkten Widerspruch zu unserer Lebensqualität steht. Und ich hoffe, dass wir das nicht erkennen, wenn alles zu betonieren, dass umso mehr, weil ja den finanzgetriebene Wachstum auch ganz sehr an ein Krise kaffeieren, können bloße Plätze, wie zum Beispiel nach Spanien, wo bemol riesig Bauprojekte auf Sand gebaut waren, wie sich erwiesen wird, an Haut eitel stehen. Und das ist so eine Situation, zu der wollen wir ja aber nicht kommen. Ich meine dafür, dass den wichtigsten Ausfällen dass dieser Situation gibt, die als Wachstumsproblematik normalerweise beschrieben wird, als den, dass man mir eine harmonische Entwicklung mit diesen nopischen Regionen versuchen zu erreichen. Legt man die Diskrepanzen an der Großregion mich schwer gelassen, werden noch Belastungen auf dem Lützeburger Territoire sich stabilisieren. Das heißt, dass man mehr eng muss man diese Nopern als koordinieren, dass man müssen ophalen von all Gelegenheit zu profitieren, für als Vorteile zu verschärfen, ob legitim oder nicht. Und dass man müssen als für verschiedenen übertriebenen Ziele von der Wachstumspolitik, die dummer zusammenhängen, wie wir im Moment schaffen, als verabschieden. Die aktuelle Landesplanungsdiskussion ist zum Beispiel so ein Beispiel von Nabelschau, wo nimmen der Standort geguckt wird, an nichts anderem gesiegt. An der Landesplanungsdiskussion, die wir feiern, geht nie vom überregionalen Aspekt geschwärzt. Auch an der Infrastrukturpolitik nicht. Wie kann ich Spitäler zum Beispiel planen, wenn ich nicht guckt, wie die Böse sind, auch über Grenzen weg, weil die Wirtschaft ganz nur bei ihnen über Grenzen weg. Ich will ein Beispiel am 3 Länderreich am Südwesten vom Land, bei Peting, wo der PED, der Pôle Européen de Développement, eigentlich soll das Modell von europäisch Zusammenarbeit gehen, aber wo es Haut aber so schenkt, weißt du nicht den Eindruck davon, wie wir Gipfel nur sich selber gucken, Logistikcenter auf der Belgischer Seite, hast du eine Kooperation zum Beispiel mit Peterburg, die geschieht oder nicht. Wie als mit der Flughafenpolitik muss ich da nicht aufhängen, eine Standortpolitik zu machen, eine Politik von der Großregion zu machen, weil es gibt auch Flughäfen an einem Umkreis von 100 Kilometer, mit denen wir keine ernste Summe schaffen. Der Meinung sind ich schon lange, wie das im Moment der Fall ist, wo nicht mehr geguckt wird, den Standort Findel zu developieren, weil du sich ein ganz gut sehr hast, aber ich meine, dass mehr Potenziale dran liegen, dat ze koordinieren en ze coöpereren met andere Regionen wie Konkurrenz zu anderen Regionen zu machen. Und ich meine noch, dass es so eng an der Politik nicht dazu feiert, dass der Lebensstandard errauf muss gehen hier am Land, aber es muss am Anfang erreicht gehen, dass der Reichtum, der geschaffen wird, ernst verdient wird, auch über Grenzen heraus, weil man muss das bewusst sein, dass Steuern auch bezahlt gehen von denen viele Grenzgänger, die hier am Land schaffen, die an ihre Länder ausgebildet gehen, und noch an ihre Länder wohnen, und noch da Kosten verursachen. Und ich meine generell, dass man muss brechen mit dem Neoliberalismus, mit dem wir als Neoliberalismus bezeichnet wird, mit der Orientierung länger auf Fongenindustrie, auf die Ultrareich, für den wir eine gezielte Politik machen, für die DP, Bannen besonders steht. Man muss also den Kontra machen zu dem, was die Regierung normalerweise möchte unter dem Stichwort Finanzpolitik, wo sie kompletten Akkord von der CSV hat, das haben wir ja gestern ganz klar gesehen. Ich meine, hier am Land profitiert einfach eine Minorität von Leuten überdurchschnittlich vom Wachstum, während allgemein Kosten muss davon drohen, beispielsweise durch Wohnungsnot, durch das Verkehrsproblem oder durch die Umweltverschmutzung. Alles das zusammen trägt dazu bei, dass das Gleichheitsgefühl, was aber an unserem Land ein wichtiger Faktor an der Geschichte war, dass das Gleichheitsgefühl zerstört wird, was die Basis vom Zusammenleben war, und dass dafür DAX Gesichten gibt, noch andere Wehr, noch Wehr, die DAX zusammenhängen mit der Spruch, für den ADR so viel sich ersetzt, für die Auflehnung vom Fremden und so weiter. Und ich meine, ganz einfach, dass das ein Weh ist an eine falsch verstandene Identität. Und dass das ein Weh ist, den an eine Zukunft feiert, die keine gute Zukunft ist. Und ich meine, und da gehe ich denen recht, die das halt gesagt haben, an einem Land zwischen zwei großen Kulturräumen brauchen wir eine offene multikulturelle Gesellschaft, die das uns wirklich stärkt. Und wir brauchen keine Salto mortale in den Hammen, Herr Gibert.
Diskussion über die langfristige Entwicklung vom Land als auch viel zu viel ein Komplex froh für sie engem Zukunft zu verlosen oder für sie dem Herr Rifkin allein am stillen Kämmerlein zu evaluieren. Das ist ein Vor, die man müssen zusammen mit der Bevölkerung mengen ich ganz seriös diskutieren über die verschiedenen Wege, die es gibt, und zwar, wenn ich so eine Bevölkerung, nicht nur mit den Lützeburger Wählern, sondern auch mit den anderen Leuten, die hier am Land wohnen. Und noch mit den Leuten, die hier arbeiten. An der Mittelpunkt eigentlich muss die Frage stehen, und damit hören ich ab, wie soll der Reichtum umverteilt gehen, wie kann die Lebensqualität hier am Land auf eine andere, auf eine mehr nachhaltige Art und Weise verbessert gehen, und was für eine Wurzelung brauchen wir dafür. So nicht, merci. Ja. Merci op den Herr Wobanje Spenge den Rode Balken. Ich habe das nur gemerkt. Voilà. Antwort huet lo direkt den Mark Spauz.